Mahlzeit in die Runde, ihr alle da draußen. Ja, es gibt Unmengen an Kochtutorials und so weiter. Bloß von mir gibt es halt keins. Und das geht nicht, oder? Das kann ja nicht der Fall sein. Darum habe ich mir gedacht, ich mache heute auch mal was. Ich möchte euch mal ein bisschen einfache Küche zeigen. Rezepte, einfache, schnelle Rezepte, die man locker daheim nachkochen kann. Jeder. Ja? Und darum habe ich mir da ein super Buch hergekriegt. Aus dem werde ich euch heute mal was vorkochen. Und zwar machen wir heute eine Buchstabensuppe. Genau. Ist ein Klassiker, klingt relativ einfach, ist auch. Und ganz wichtig ist ganz streng nach Rezept vorgehen. Gell? Nicht irgendwie da rumzaubern oder irgendwas reinschieben, streng nach Rezept, damit es auch wirklich den erhofften Erfolg hat. Dann fangen wir jetzt einfach einmal an. Buchstabensuppe, das erste da eine Zwiebel waschen. Das habe ich schon gemacht. Vorher schon, habe ich schon vorbereitet, habe die sauber gewaschen mit Spülmittel, Glasreiniger, alles was ich gehabt habe ich sauber gewaschen. Dann Zwiebel waschen und würfeln. Gut, ich weiß jetzt zwar den Sinn nicht, aber gut, dann würfeln wir halt. Hakutza. Oh! Eine 7. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das bedeutet, aber gut, wenn Sie es schreiben, würfeln wir halt. Dann die Zwiebel zugeben. Ablöschen. Ja, mit Wasser wahrscheinlich, gell? Löschen, Wasser. Ja. Gut. Dann, ja, für den Geschmack halt, einen Brühwürfel brauchen wir. Gell? Brühwürfel. Ja, dann haben wir jetzt schon das meiste. Ganz wichtig, wir machen eine Buchstabensuppe, was gehört rein? Buchstaben, oder? Buchstaben. Da steht jetzt nicht drin, welche Buchstaben man braucht. Da ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen frei. Ich habe jetzt da mal hergelegt, ich habe jetzt zum Beispiel ein E, ein S, ein A, ein Y, noch so ein paar. Das sind jetzt die, wo ich vom Aroma her glaube, dass die am besten harmonieren damit. Gell? Also von der Konsistenz her ein bisschen arg dünn. Ja, kalt, gell? Vielleicht auf den Ofen machen sollen. Aber für den Sommer super. Erfrischend, gell? Auch wenn es so heiß ist draußen. Aber wie gesagt, die Konsistenz, es ist halt schon noch arg dünn. Ich habe jetzt aber gelesen, man kann mit Mehl ein bisschen abbinden, ein bisschen dicker machen. Darum habe ich da jetzt einmal, ich habe da eins gefunden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon offen ist. Wie lange ist denn das haltbar? Steht meistens unten, oder? Oh, halt gut rein! Ah. Ja, wurscht. Ich werde schon dicker werden. Dann noch ein bisschen umrühren nochmal. Ja, es wird schon dicker. Gell? Wird schon dicker. Streng noch, was ist denn das? Puderzucker. Der wir jetzt einmal rein. Steht zwar nicht drin, aber man muss nicht so genau nach dem Rezept gehen. Okay? Man kann da schon ein bisschen selber experimentieren, halb streng nach Rezept, das muss ja nicht. Ja, jetzt schauen wir mal, aber ich glaube, das müsste jetzt eh. Wollen wir noch mal probieren? Ja, das ist. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber auf alle Fälle, es ist erfrischend. Es ist erfrischend für heiße Sommertage. Macht es euch daheim nach. Unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Da machen wir gefüllte Erbsen. Ganz was Feins. Und ansonsten bis dahin viel Spaß beim Nachkochen, beim Ausprobieren. Unbedingt Kanal abonnieren für weitere Rezepte. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Für euch, Servus!